Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind da momentan im Herz von Hain von Tirnanoch und haben jetzt gerade eine riesen Armee besiegt. Also die kleine Fee da, die liebe Lady Montpere, hat gerade eine ganze Armee besiegt, die uns im Weg gestanden ist, weil sie uns aufhalten dabei. Aber ich würde sagen, wir schauen direkt mal weiter und zwar sprecht mit Lady Montpere und entkommt aus Tirnanoch. Der sieht aber nice aus. Der sieht wirklich nice aus. Das ist ein für den Rücken, ein neuer Umhang mit 4 Beweglichkeit, 9 Ausdauer, 12 kritischer Trefferwert. Für das müssen wir einfach mit ihr reden. Ich bringe die beiden hier in Sicherheit. Okay, ich bin bereit, mir ein paar Flügel zu borgen und tödliche Funken herabregnen zu lassen. Okay, ciao zusammen. Blitzerhageln. Oh, was muss ich machen? Ah! Oh mein Gott, mich können fliegen! Also die Fee ist mächtiger, als sie aussieht, wie sie aussieht. Jetzt müssen wir 50 Gegner so besiegen, um uns eigentlich den Weg frei zu machen. Ja, let's go! Wir können fliegen! Das ist doch mal wieder einzigartig. So, 50 Stück müssen wir im Gesamten töten. Wir haben jetzt schon 31 beieinander. Das ist natürlich ziemlich nice. Ich bin immer noch davon fasziniert, dass wir Flügel haben. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann im Verlauf vom Ardenwald einen Flügel allgemein zu bekommen. Also ich meine, zu einem Wolf verwandeln, also zu einem Füchsli, sage ich jetzt einmal, können wir uns ja schon verwandeln. So, noch 2 Stück und dann haben wir, glaube ich, ziemlich viel von denen schon erledigt. Das hat gesessen. Nice. Ich behalte die Brust im Auge. Ihr fliegt zurück zu Alios. Ja, let's go. Bis ausgerechnet haben wir unsere Aufgabe eigentlich ziemlich gut erledigt. Wir haben genug Anima gesammelt und jetzt hoffen wir doch eigentlich im Großen und Ganzen, dass wir es schaffen, den Wildsamen zu retten. Hey, wir haben fast 100'000 Leben. Oh mein Gott, nur wegen der Flügel. Ich will so Flügel. Ich will unbedingt so Flügel. Stell dir vor, können wir dann einfach die ganze Ardenwald einfach rumfliegen mit diesen Flügeln. Das wäre mega, das wäre mega. So, wir sind zurück. Aliot, wir haben die Aufgabe erledigt. Es regnet Glitzer. Quest beenden. Wir haben das nächste Kapitel abgeschlossen. Der Geist zu Liebe spricht mit Traumweber und bereitet das Ritual vor. Annehmen. Plünderer tötet Hastrust und verseucht und vernichtet das Geld dem Plünderer. Okay. Mega ein komischer Name, aber ich würde sagen, wir machen doch direkt mal weiter mit dem Ritual. Sie wartet da nämlich schon gemütlich auf uns. Let's go, dem Geist zuliebe. Quest beenden. Rastlose Träumerin. Stimmt das erfüllte Herz des Baums an den Schreinen im Traumschreinbecken ein. Annehmen. Die betreute Betreuer. Befreit Geisterpfleger im Traumschiffbecken, was auch immer. Okay. Was wir jetzt stößt allem aus das Herz aus und fügt zu allen Gegnern innerhalb von 15 Meter 2800 Naturschaden zu. Okay. Aber wo muss ich jetzt da genau hin? Ich komme nicht raus. Ich komme wirklich gerade momentan nicht raus. Ich sehe nur, dass wir da oben so Kreisli haben. Ich gehe jetzt mal dort hin. Ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade momentan machen kann. Ah, und von denen müssen wir 12 töten und die müssen wir befreien. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay, so viel Schaden macht das jetzt auch nicht wie erwartet. Aber es ist ein bisschen mehr Schaden, das ist doch schon mal gut. So. Was, 12 von denen müssen wir töten? Die haben nur viel Leben. Die haben nur viel Leben. Meine Drachenfalken können sich fast nicht mitheilen. Ach Jägerli, das wird aber schwieriger als erwartet. So, dann befreien wir 8 Stück von denen brauchen wir. Ah, und die müssen wir auch noch töten. Skellplünderin. Okay, dann tun wir aber zuerst mal das Leben von meiner Drachenfalke aufheilen. Dann töten wir nämlich gerade mal die da als nächstes. Und dann haben wir wie sonst gleich kleinere Gegner. Also wir müssen nicht unbedingt uns gegen die Elite-Gegner stellen. Das ist in dem Fall einfach nur gerade ein Ausversehen schon fast gewesen. So, ja, dann greif halt uns ein bisschen an, das stört mich nicht. Sie ist immun gegen unsere Verwirrung, das ist ein bisschen scheiße. Aber wir sollten das eigentlich gut anbekommen. Wir sollten das sicher gut anbekommen. Let's go! So, komm. Hoppa! Komm, töten wir sie! Jawohl!
Leck, ist das knapp geworden gegen den Schluss. Das ist wirklich knapp geworden gegen den Schluss. Aber wenigstens haben wir jetzt den Gegner schon mal besiegt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir noch Fee zum Befreien. Das machen wir doch mal ganz kurz. Dann haben wir nämlich dann nochmal eine. So, Fee befreien. Dann haben wir da nochmal eine. Und dann nehmen wir gerade die hinten noch. Also die 8 sollten wir eigentlich gut zusammenbekommen. Das Problematische wären wahrscheinlich eher die 12 Gegner sein. Aber die sollten wir auch ohne Probleme bekommen. Irgendwie hat es da gerade noch einen Kreis, irgendwie, was mir anzeigt. Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Ich glaube, das sieht wirklich nur so aus. Am südlichen eingesammelt und Donas getötet. Also ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal wirklich um 4 befreien und 12 von denen töten. Dann haben wir wieder eine Elite, den ignorieren wir ihn jetzt. Kümmern wir uns lieber um die kleineren. Das sollte eigentlich leichter sein für uns. Hola! Nice! Eingesammelt und erledigt. So, next one. Next one, let's go. So, die Fähigkeit bringt irgendwie fast nichts. Die macht wirklich nur 2500 Schaden. Innerhalb von 15 Metern. Also es ist ja schon gut und recht, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Aber ich meine, ich mache mit einer Attacke von mir auch um die 1000, 2000, wenn es gut läuft. Mit einem Crit machen wir um 1000 bis 2000. Also, ja, wir schauen mal. So, da haben wir nochmal einen, der zählt auch zu den Versuchten. Okay. Aber dafür können wir gerade eine Fee nochmal befreien. Das ist natürlich ziemlich schmackhaft, dass wir das gerade machen können. So. Befreien wir dich. Da haben wir gerade einen Ort mit mehreren Gegnern. Wir könnten da mal versuchen, mehrere aufs Mal wieder zu uns zu ziehen. Und dann wieder unsere Fähigkeit hier laufen lassen, die wir bekommen haben. In der Hoffnung, dass wir sie so gut eigentlich erledigen können. So, es könnte kritischer enden, aber wir hätten im Notfall immer noch unseren Mantel. Also unseren Freudentaumel. So, ich glaube, es wäre mal eine gute Zeit, um den einsetzen. Nice. Also wir haben schon mal 8 zusammen, also wirklich, jetzt kommen wir gut vorwärts, jetzt wo wir so eine kleine, grössere Horde aufs Mal töten haben. So. Hey, da kommt ja einer nach dem anderen. Oh Nögeli. Oh Jögeli. So, und nachher fehlen uns nämlich nur noch 2 Stück. Nice. Getötet und eingesammelt, let's go. Befreien wir die nächste Fee. So, dann fehlt uns jetzt nur noch je eine Fee und da zeigt es mir an, dass wir da wieder jemanden töten müssen. Das sieht nach der da vorne aus. Nein. Nein. Das sieht nicht nach der aus, sondern das müssen wir aktivieren. Drücken wir mal drauf. Einstimmung. Ich habe schon Albträume bei Geistern erlebt, aber nicht wie hier. Das Okay. Trauma muss furchtbar gewesen sein. Ja, okay, sehr speziell, ja. So, wir töten mal die da ganz kurz. Auge des Albtraums, das kommt von dem da. Das habe ich halt nicht ganz gedacht, dass da jetzt uns noch etwas angreift aus dem Portal. Ich habe gedacht, wir müssen nur einfach schnell öffnen. Also es sieht aus wie ein Portal. Ob jetzt das heiß ist, kann ich auch nicht genau sagen. So, wir haben die 12 zusammen, wir haben die 8 zusammen. Nice, dann fehlt uns eigentlich nur noch... Ah nein, da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. Okay. Aber wir machen uns auf zum Portal. Das ist auf der anderen Seite. Wir reiten jetzt einfach mal durch, hoffen, dass sie uns nicht auf den Mountain holen, sonst wäre die Fähigkeit fast wieder parat. Das kommt gut. Es kommt gut. Es sollte gut kommen, sagen wir es so. Es sollte gut kommen. So. Wir können uns in dieser Zeit ein bisschen wieder heilen. Ich hoffe, es heilt mich noch ein bisschen, während wir uns auf den Weg dort machen. Das sollte sich jetzt nämlich auf der anderen Seite befinden. Und dann sollten wir alle Quests beenden. Und ich denke, oder hoffe, dass wir wenigstens noch einen von denen findet, dass wir auch die 12 zusammen bekommen. Von diesen Dornhass oder Verseuchte. Okay, jawohl. Da können wir aber reiten mal. Also wir müssen nicht unbedingt gegen einen von denen kämpfen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um das. Einstimmung! Dann sollte nämlich auch wieder so ein Gespenstchen auftauchen. Dieser Geist wird erst in Frieden träumen und die Ursache seiner Ängste Da stellen. sind sogar 3 Albträume gekommen. Dann würde ich sagen, let's go. Und jetzt können wir uns ja noch da einen so rauspicken. Und dann sollten wir auch die 12 zusammen haben. Nice! Kommt doch ziemlich gut! Das kommt doch ziemlich gut! So! Let's go, aber im Kampf sind wir nicht mehr. Wieso kann ich nicht auf mein Reittier? Ja, dann verwandeln wir uns halt.
Dann verwandeln wir uns halt. Die Fähigkeit ist einfach geil. Die Fähigkeit ist wirklich einfach geil. Der kann man richtig schön abhauen und gleichzeitig einfach ist man schnell mal unterwegs. Ich muss wirklich schauen, dass ich die mehr öfters einsetze. Also wenn wir die für immer behalten können, dann wäre ich mega froh drum. Dann können wir uns eigentlich jederzeit in ein Füchschen verwandeln. In einer Ruhezone sogar die ganze Zeit als Seelengestalt eigentlich nennt man das. Also das ist kein Füchschen, sondern eine Seelengestalt. Könnten wir eigentlich machen. So, Traumweber. Quiz beenden. Level 58, oh mein Gott. Ja, nice. Aber haben wir jetzt Herz des Wildsamers? Ah, da müssen wir jetzt da drauf klicken. Aber ich wollte noch zuerst die andere Quests abgeben hier hinten. Ich wollte noch zuerst die anderen Quests abgeben. Plünderer, Quest beenden. Und das wäre eine Nebenquest. Nebenquests müssen wir momentan ignorieren. Wir müssen uns wirklich auf die Hauptquest konzentrieren. Weil wir sind jetzt schon Level 58. So, Einstimmung. Let's go. Und die andere Quest muss ich dann auch noch abgeben, nicht? Dann müssen wir nur noch das Ritual beginnen. Ja, let's go. Rastlose Träumerin. Quest beenden. Wie ist die Und Reise? Vision der Träumerin. Ursprung. Ringt mit der Vision des Geistes über seinen Ursprung. Wenn ihr die Vision verlasst, könnt ihr mit dem Portal zur Vision der Träumerin mit dem Traumschreinbecken interagieren, um erneut einzutreten. Albträume sind nicht real. Aber sie können euch schaden. Okay. Seid vorsichtig. Also sie sind nicht real, aber sie können uns weh machen. Das ist immer gut zu wissen. Ringt mit der Vision der Träumerin über einen großen Verrat. Wenn ihr die Vision verlasst, könnt ihr mit dem Portal also das gleiche nochmal. Bis Okay. später. Quest annehmen. Dann würde ich jetzt mal sagen, ist das da hinten ein Flugplatz? Nein, das ist kein Flugplatz. Dann müssen wir uns, wie es aussieht, wieder zu einem Portal aufmachen. Also ich gehe eben davon, dass es ein Portal ist, weil es sind ja auch Traumgestalten rausgekommen. Und wir müssen in den Traum reingehen. Dann gehen wir uns das Ganze mal anschauen. Dann gehen wir uns das mal angüchseln. Let's go! So, Smaragdhain. Geiler Name. Da haben wir wieder etwas Neues aufgedeckt. Das Portal befindet sich da hinter einem Bäumchen. Hinter einem Baum. Gehen wir mal schauen. So. Gut, dann können wir da rein. Also es hat auch keine grossartig viele Gegner mehr. Der Geist träumt von seiner Vergangenheit. Davon, wie alles einst begann. Okay. Ah, den müssen wir töten. Okay. Ich brauche meine Drachenfalken. So. Hä? Weltenbrecher. Hat der etwas vom Kataklysm ein bisschen, nicht? Einfach von der Schnauze her. Okay, mal schauen. Was da jetzt rauskommt. Wahrscheinlich erfahren wir jetzt mehr über den Geist, wer der genau war. Also der Wildsame. Ist ja kein Geist, sondern ist ein Wildsamen rein. So, dann töten wir schnell mal den Weltenbrecher. Hat ziemlich viel Leben, aber ist gut machbar. Ist gut machbar, wenn wir uns jetzt nicht allzu sehr treffen lassen. Aber es sieht wirklich, irgendwie hat es etwas vom Kataklysm. Der Drache. Der Verrat So. eines Freundes. Eine Wunde, die ewig schmerzt. Also er ist der Kollege vom Kataklysm, verstehe ich das richtig? Also von dem, von der Todesschwinge. So, und jetzt müssen wir Albträumige töten. Jetzt müssen wir noch 10 Albträume töten und verlassene Welpen getröstet. Das sind die da. Okay. Also wie es aussieht, handelt es sich um einen Drachen, gehe ich jetzt langsam davon aus. Wenn wir da so viele Drachen sehen. So. Trösten. Nice, wir haben einen Welpen getröstet, wir haben einen besiegt. Dann töten wir mal den mal noch schnell. So. Nice, okay, der ist auch tot. Dann gehen wir da mal wieder schmüseln mit einem lieben Welpen. Damit er auch wieder Trost findet, die Armnudeln. Und da oben können wir gerade schon den nächsten Deseration töten. Deseration. Was ist eine Deseration? Ich weiss nicht mal, wie man das ausspricht. Ich weiss nicht mal, wie man das ausspricht. Oh Jägeli. So, jetzt ist ganz kurz mal schnell der Sound weg gewesen. Es hat irgendwie ein bisschen einen kleinen Lag gehabt, warum auch immer. Ich hoffe, das kommt man nicht so gross in der Aufnahme mit über. Aber jetzt sind wir mal da, jetzt ist schon wieder alles in Ordnung, jetzt höre ich auch alles wieder. So. Verderbnis! Dann töten wir die Verderbnis. Was ein Verderbnis ist, das weiss ich, aber was der Unbekannte. Da unten haben wir sogar einen Unbekannten. Okay. Dann gehen wir nachher dem Unbekannten noch schnell eins auf den Zipfel geben. Aber dann haben wir alle Welpen schon zusammen, also jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch ums Töten von
von den Drachen kümmern. So. So, die Hälfte haben wir schon mal zusammen. Und kümmern wir uns mal um den Unbekannten da vorne. Du unbekannte Nudel! Du wirst jetzt ins Gras beißen. Ob du willst oder nicht. So, annehmen. Dann haben wir noch 4 Stück, die wir benötigen. Ich glaube, die sollten wir gut anbekommen. Hä? Tyrande und der ich weiss wieder seinen Namen nicht. Letzte Folge habe ich schon die Namen gesucht. Melfo. Nein, aber nicht Melfo ist mal. Hä? Schüler, liebe Freundin. Okay, ich kenne die zwei, das ist Tyrande, das ist klar. Ich weiss, wer er ist, aber ich habe seinen Namen vergessen. Aber wenn das der Schüler war, dann muss das ja wirklich eine mächtige Seele sein. Dann muss das ja wirklich eine mächtige Seele sein. Tochter. Adoptierter Sohn. Ah, das sind mega mächtige Wesen, kann man jetzt dem schon mal sagen. Also nur schon allein Tyrande, die ist ja mit der Elun verbunden und nimmt alles mögliche auseinander, was man nur auseinandernehmen kann. Tyrande befindet sich auch momentan im Schlund inne. Die ist ja wirklich momentan mega mächtig durch ein uraltes Ritual, das sie gemacht hat. Ich glaube, die wird dann auch noch später irgendwann mal wieder noch auftauchen. Ich würde sagen, um das kümmern wir uns mal später. So. Nice. Okay, Tochter. Das ist auch ein Waldwächter, sage ich jetzt einmal, von Azeroth. Gehen wir da auf zu der Quest, die sind irgendwo da hinten. Let's go, da auf dem Weg und dann da hinten. Okay. So. Nice, da sind wir ziemlich gut und schnell vorwärts gekommen, dank dem Seelengestalt. Die gefällt mir. Ah, jetzt sind wir einfach wieder zurückgekommen. Ah, okay, ich dachte, wir erleben noch mehr, also wir sehen jetzt wirklich mehr Visionen. Wer genau das ist, sind wir nämlich jedes Mal mehr Wunder. So, Quiz beenden. Quiz beenden. Und erlebt das Erleben des Geistes mit. Wow, 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 wow. Neuer Kopf, 5 Beweglichkeit, 5 Ausdauer, 7 Crit und 6 Meisterschaft. Liebend gern sogar. Okay, aber habe ich da nicht noch eine Quest bei ihm abzugeben? Okay, wir gehen jetzt direkt in den Albtraum vom Geist. Quest, ich bin bereit, den Albtraum der Träumerin erneut zu durchleben. Let's go. Schauen wir uns das mal an. Ich kann gerade sagen, ich kenne die. Ich kenne den Drachen von Legion. Oh, jetzt erleben wir es sogar ganz mit, weil... Ich kenne ihn, ich weiss den Namen Ysera, genau. Oh mein Gott. Was muss ich da machen? Beginnt den Angriff auf den Tempel von Elun. Genau, und sie ist dann ein uralter Waldgeist, kann man dem schon mal sagen. Und man hat sie wieder beschworen. Was, jetzt muss ich das sogar noch töten? Ich drücke jetzt einfach mal auf irgendwelche Knöpfe. Ich schaue jetzt auch nicht grossartig nach, was ich da drücke. Oh! Ja, die Tyrande hat sie nämlich am Schluss niedergestreckt. Let's go! Zerstört den Tempel von Elun, erst 6%. Also ich kann nicht rumlaufen, ich kann wirklich nur wild um mich herum schlagen. Mehr kann ich eigentlich fast nicht machen. Und der Atem da aus...
So. Also die 100% die schaffen wir nie. Okay, wir sind kurz vor dem Sterben. Ja, es ist um den, weil den habe ich schon mal besiegt. Ich habe ja früher, also auch mit nochmal die Legion kurz reingespielt, einen Charakter aufgezogen und das war ein Endboss von einer Zone dann gewesen. Es ist die herrscht über die Träume von der... Ja, die ist eine Träumerin. So, jetzt ist sie nämlich wieder befreit. Von dem Fluch, den der Typ auf sie vertreibt hat. Mega schön wieder. Hey, jupp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch so traurig wie dort, als ich es durchgespielt habe. Wir können sonst ganz schnell miteinander mal schauen, wo genau das war. Und zwar... Nein, nicht da. Ist es im Trianor gewesen? Ich bin mir jetzt mega unsicher. Ja, das ist Schattenhochland. Ich glaube, es war Nagrand gewesen. Wenn ich mich nicht täusche. Nein. Nein. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Das ist Pandaria, das ist Zandara. Genau da, in Val Shara. Das da war es. In diesem Gebiet hat die Geschichte stattgefunden von der Legion. Und ich habe dort mal die komplette Geschichte durchgespielt, weil ich sie mega schön finde. Ich finde allgemein die Welt mit den Bäumen und allem drum und dran mega schön. Und da in Val Shara, also wenn man die Geschichte mal durchspielen will, wer selber mal WoW spielt, ich kann die Zone da nur empfehlen, in der Legion zum Leveln. Es ist wirklich mega schön gemacht, mega cool. Und eben am Schluss auch mega traurig, dass der Drache stirbt. Aber es ist jetzt mega schön zu sehen, dass Ysera eigentlich wieder in den Schattenlanden einen Platz gefunden hat, in den Wildsamen rein. Nach dem, was ihr widerfahren ist, dass sie verflucht worden ist und dann gegen ihre eigenen Leute hat müssen kämpfen und so weiter. Quest beenden. Okay, die Russen sind im Anmarsch. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wer sich in dem Wildsamen verbirgt. Ich persönlich würde sagen, nach dem kleinen Einblick, wie es weitergeht, das schauen wir doch an in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit einem Schweizer. Es wundert mich tierisch, wie es weitergeht. Schaffen wir es, die Sera wieder in die Welt zurückzuholen, besonders hier in die Schattenlande, damit sie endlich ihre Ruhe findet. Weil sie ja wirklich einen sehr tragischen Abgang hatte, würde ich mal sagen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nicht vergessen, ein Abo nicht vergessen, einen Kommentar, wenn ihr etwas dazu meint. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Bis dann und... Ciao!